Ja, das Thema heute ist Jesus, der deinem Gewissen Ruhe gibt. Hast du auch schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Ich sage, wenn du kein pathologischer Fall bist, dann wirst du das mit Ja beantworten, dass du irgendwann schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt hast. Hast du aber vielleicht auch schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt, wo du lange Zeit mit dir umeinander getragen hast? Und jeder, der das schon gehabt hat, hey, es ist nicht angenehm. Es kann wirklich wie eine schwere Last auch sein. Gerade vor 1-2 Wochen ist bei uns die plötzlich eine Lego-Platte kaputt gewesen. Einfach so verbrochen. Das braucht ein bisschen etwas, dass das passiert. Ich bin so runtergegangen, weil es das Nachbar abmachen und hey, sie hat da ganze Tische gesteckt gewesen. Und es hat noch einen Brief auf dem Tisch gehabt. Oh, es tut mir so leid, dass ich die Lego-Platte kaputt gemacht habe. Ich wollte es wirklich nicht machen. Ist unserer Tochter passiert, unabsichtlich. Und ihr schlechtes Gewissen hat sie sofort dazu bewogen, um irgendetwas zu machen, um das wieder gut zu machen. Wir haben ihr natürlich vergeben und diese Sache war gegessen gewesen. Aber es kann auch mal ein bisschen grössere Sachen geben, die man nicht einfach so schnell aus der Welt schaffen kann. Und wir werden sehen, nur Jesus, er ist wirklich in der Lage, uns Schuld, Sünde, können wirklich zu vergeben und so auch ein Gewissen uns schenken kann, das uns nicht belastet, das eben ruhig ist. Und wir lesen gerade weiter im Hebräerbrief, Kapitel 9, Verse 11 bis 14. So ist Christus nun der Hohepriester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken, denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst, Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Und Jesus, wir bitten dich, dass du mir hilfst, dein Wort wirklich überzubringen und wir bitten für uns alle, dass wir dürfen hören, was du uns möchtest sagen. Amen. Ja, ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung. Wenn wir so ins Alte Testament hineinschauen, haben unzählige Tiere müssen ihr Leben lassen für die Schuld vom Volk Israel. Und jetzt da heisst es Jesus, dass ein für alle Mal geworden ist, das Opfer, dass es jetzt kein Vergießen von Blut mehr braucht. Vielleicht sagst du gerade, bleib mir weg mit Blut, red über etwas Schöneres. Hey, die Liebe von Jesus, was er für ein gutes Vorbild war. Aber Blut, das braucht man wirklich nicht da. Ich meine, ist das eigentlich eine Religion vom Schlachten? Ist irgendwie ein bisschen obszön. Hey, brauchen wir nicht. Aber hey, wir werden es noch sehen. Im Blut von Jesus ist unglaubliche Kraft. Und wir würden da ganz viel vorbeigehen, wenn wir nicht auch über das reden. Es zeigt uns nämlich auch, wie groß überhaupt unser Problem ist. Das Problem, dass wir zu einem ruhigen Gewissen kommen können. Und es zeigt uns dann, wie unglaublich kraftvoll das ist, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und zuletzt werden wir noch miteinander anschauen, was das für eine Lebenstransformation auch ermöglicht. Blut war immer etwas mit einer grossen Symbolkraft. Schon in der Antike und man kann sagen, bis heute. Gestern ist gerade unser Timon so voll aufs Gesicht gefallen. Ich habe ihn gebrüllt, ich habe ihn aufgenommen. Denkt alles gut. Minuten später schaue ich, das ganze Gesicht blutig und ich bin auch überall so verspritzt mit Blut. Es war zum Glück nur Nasenblüten, ist schnell wieder behoben gewesen. Die Kleider sind jetzt noch in der Wäsche.
Aber wenn irgendwo an unserem Körper Blut austritt, was nicht sollte, das ist kein gutes Zeichen, oder? Das macht Angst. Je nachdem ruft es auch mal hervor, wir sollen zum Doktor gehen. Blut kann so ein Zeichen von Zerbrochenheit sein. Auf der anderen Seite gibt es die Redewendung, hey, es klebt Blut an deinen Händen, an meinen Händen, an irgendjemandem seine Hand. Und wenn man das sagt, dann reden wir von Schuld. Dass Blut ein Zeichen von Schuld ist. Und ich meine, wenn wir so in die Welt hineinschauen, dann sehen wir sehr viel Zerbrochenheit. So viele Menschen, die am Leiden sind, vielleicht wegen Missbrauch, wegen Ausbeutung, wegen Sucht, Krankheit oder nur auch schon Hunger in der Welt. So viel Zerbrochenheit. Wenn wir über Schuld reden, sagen wir schnell, ja, das ist jetzt ein altes Konzept, das brauchen wir, glaube ich, heute nicht mehr, so Schuld. Ja, vielleicht mag auch vor dem Gesetz noch schuldig sein oder so, aber einfach sonst Schuld, nein, eher weniger. Aber hey, muss mal schauen, wenn irgendwo in einer Firma etwas Gröberes schief geht, es werden immer Köpfe gefordert. Es müssen einfach, irgendeiner muss gehen oder eine. Einen anderen Weg gibt es meistens nicht. Es muss ein Schuldiger herhalten und der ist dann das Opfer. Oder, ich sage mal, wenn das nicht geht, dann wird mindestens ein grösserer Shitstorm ausgelöst. Und über einer Person wird eingehackt, vielleicht auch über eine Gruppe von Menschen, wird ein Schuldiger gefunden. Also wenn wir das Gefühl haben, im Jahr 2024, wir sind über das Konzept von Schuld darüber hinaus, nein, du musst nur in die Zeitung schauen, wir funktionieren immer noch so. Und wenn man vielleicht selber findet, ja, Schuld ist jetzt etwas, wo ich gerne möchte darüber nachdenken. Bei anderen sind wir meistens doch noch relativ schnell, um zu identifizieren, wenn irgendwo Auslöser für Zerbrochenheit da sind, oder eben Schuld. Aber ich habe ja schon vorhin noch gefragt, hey, jeder normale Mensch ist schon mit seinem Gewissen konfrontiert gewesen. Und nicht nur, weil er irgendwie hypersensibel ist oder weil er vielleicht so hohe Maßstäbe an sein eigenes Leben setzt, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss. Nein. Hey, sind wir ehrlich, jeder von uns hat schon Zerbrochenheit ausgelöst im Leben von anderen Menschen. Es war vielleicht keine Riesensache gewesen, aber jeder von uns hat schon verletzt, hat schon andere getöpft und hat so auch schon Schuld auf sich geladen. Vielleicht nur ein böses Wort. Hey, aber das hat gesessen. Und das hast du vielleicht auch schon gemerkt, oder? Du kannst ein böses Wort sagen, du kannst dich nachher 100-mal entschuldigen und 1000 nette Worte sagen, aber du kannst das böse Wort nie mehr ungeschehen machen. Es ist einfach ausgesprochen. Was ist eigentlich das Gewissen? Eine gute Frage. Man kann sagen, es ist ein Gefühl, ein unangenehmes Gefühl, vielleicht häufig irgendwo so in der Magengegend, vielleicht geht es auch mal ein bisschen das Herz auf, bis hin zu Kopfweh oder kann sogar ganze Depressionen auslösen. Und es wird in der Regel dann ausgelöst, wenn wir uns nicht so verhalten, wie es unseren Wertvorstellungen entsprechen. Wenn es da einen Unterschied gibt. Und was spannend ist, das Gewissen funktioniert nur in Beziehungsgeschehen mit anderen Menschen. Also du wirst nicht ein schlechtes Gewissen haben einer Sache gegenüber. So, oh, mein armes Auto, ich muss mich wieder mal bei dir entschuldigen, weil ich dich so lange nicht mehr geputzt habe. Nein, das haben wir nicht, oder? Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, vielleicht weil ich irgendwie meiner Frau gesagt habe, ich schaue dazu, dass das Auto sauber ist, oder weil ich mich schäme, wie denken die anderen Leute, wenn wir mit so einem dreckigen Auto umeinander fahren, aber an einer Sache gegenüber haben wir nicht ein schlechtes Gewissen. Und das bringt mich noch zu einer nächsten Definition von Gewissen von Timothy Keller. Er sagt, das Gewissen ist eigentlich die Selbstevaluation, wie fit wir sind für die Gegenwart von einer bestimmten Person. Ich sage das nochmal, das Gewissen ist eine Selbsteinschätzung, eben, wie ich selber denke, ob ich parat bin, mit einer bestimmten Person zusammen zu sein. Und ja, wenn du irgendetwas gemacht hast, merkst du, mit gewissen Leuten kannst du vielleicht noch zusammen sein, schon nicht, dass es das Gewissen immer angeht, aber du weißt, hey,
dieser Person kann ich wie nicht mehr unter die Augen treten. Das zeigt ja genau das. Eben, das Gewissen ist immer in der Beziehungsdimension. Und eben da im Vers 14 haben wir gelesen, dass Jesus gekommen ist, um uns vom Gewissen zu befreien. Und da würde ich jetzt nicht davon reden, dass das eben so ein Gewissen ist, im Sinne von einer einmaligen Sache, die wir gemacht haben, sondern mehr der Grundtonus von unserem Gewissen, der uns anklagt. Oder man kann sagen, es ist so das tiefgreifende Selbstbewusstsein, dass wenn mein Leben so komplett durchleuchtet werden würde, wenn es eine genaue Prüfung gibt, wenn alles offengelegt werden, ich könnte nicht bestehen. Ich würde das nicht wollen, dass andere Menschen das sehen und schlussendlich auch vor Gott. Spätestens dann merkt man, hey, ich bin nicht fit, um in die Gegenwart von Gott zu kommen. Auch alles religiöse Bemühen, moralisch gute Taten, sie helfen uns nicht darüber hinweg, dass wir merken, hey, wir sind nicht fit für die Gegenwart von Gott. Im Text hat es ja geheißen, im Vers 9, dass eben Jesus ins himmlische Heiligtum eingetreten ist und eines, das nicht aus Menschenhand gemacht worden ist. Das, was aus Menschenhand gemacht worden ist, das wäre die Stiftshütte gewesen, später der Tempel, wo eben, wie wir es gelesen haben, durch Schlachten von vielen Tieren die Schuld müssen gezahlt werden, damit dann Priester haben können, sich Gott nähern. Und man kann das auch im übertragenen Sinn verstehen. Hey, jeder von uns hat so Anflüge, dass wir probieren, von Menschenhand eigentlich unseren Zustand zu bedecken, wie es wirklich um uns steht. Dass wir versuchen, besser dazustehen, als es wirklich um uns steht. Und das bringt uns heute zur Frage, ja, können wir denn die Schuld nicht einfach zu der Welt ausschaffen? Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt, was es so für Tipps gibt im Umgang mit einem schlechten Gewissen. Tipps, ich sage mal, für Menschen, die nicht Gott hinzuziehen wollen. Und der erste Tipp war, akzeptieren Sie Ihre Fehler. Verlangen Sie nicht zu viel von sich. Also wenn Fehler irgendwo eingestehen, das ist ja mal ein guter Ansatz. Aber dann, hey, verlang nicht zu viel von dir. Das ist erstens vielleicht einfacher gesagt als gemacht. Und zweitens, ich meine, wenn all das machen und einfach die Standards senken, ich weiss nicht, ob ich in so Beziehungen möchte leben. Zweitens, warten Sie ab, bevor Sie handeln. Oft zeigt sich erst mit der Zeit, ob wirklich ein gravierendes Fehlverhalten vorliegt. Also in anderen Worten, hey, du hast jetzt ein mega schlechtes Gewissen, geniesse es doch einfach. Trag das ein bisschen mit dir rum. Ist irgendwie auch noch brutal. Oder ein dritter Tipp, konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart anstelle auf die Fehler in der Vergangenheit. Ja, ist schon auch gut. Ja, wir sollen irgendwo in der Gegenwart leben. Aber wir haben es vorhin auch von der Brigitte gehört, oder? Es ist etwas, das wirklich zu einem Rucksack werden kann, wenn du es vielleicht immer gleich merkst. Und es zeigt schlussendlich, die Schuldfrage ist nicht geklärt. Du kannst es eigentlich nur verdrängen. Aber du kannst es nicht lösen. Und ich meine, ja, es gibt Schulden, die kann man einfach loswerden. Die sind so klein, oder eben unsere Tochter, die jetzt die Lego-Platte kaputt gemacht hat, das können sie sogar noch mit ihrem Kessel beheben. Aber es gibt andere Sachen, die sind einfach nicht so schnell aus der Welt geschaffen. Du sagst vielleicht, hey, stopp. Also Schuld, das ist jetzt wirklich ein altes Konzept. Schuldig fühlen tue ich mich ja nur, wenn ich selber das will. Wer kann mir schon sagen, was richtig und falsch ist? Ist ein Ansatz. Man kann sagen, hey, es ist alles relativ. Und das kannst du vor allem dann machen, wenn du sagst, es gibt keinen Gott und es gibt auch sonst nichts Höheres. Und wenn du das machst, bist du einfach in der Gefahr, dass auch nichts mehr Bedeutung hat nachher. Wenn alles relativ ist, ist auch nichts mehr wertvoll und schlussendlich ist unser Leben nicht mehr signifikant. Du hast dann zwar vielleicht kein Schuldgefühl, aber dein Leben hat auch keine Bedeutung. Auf das kann man sich einlassen, möchte ich ehrlich gesagt nicht.
Man kann schon aus der Rechtsprechung heraus, wenn jemand schuldunfähig ist, bei so einer Person ist ja wirklich grundlegend etwas nicht gut, weil alle gesunden Menschen, von denen kann man erwarten, eben, dass sie schuldfähig sind, aber entsprechend ist auch Leben in ihnen und können sie Verantwortung übernehmen. Ich kann sagen, wir stecken ein bisschen fest, wenn wir Gott nicht haben. Also entweder gibt es Schuld, aber es gibt keinen Weg daraus raus, oder es gibt keine Schuld, aber dann gibt es irgendwie auch keine Signifikanz im Leben. Im Römer 2,15 lesen wir, durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. Denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Da redet es von Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, sondern als ein universelles, ich würde es nennen, ein Geschenk von Gott, dass er uns Gewissen gegeben hat, dass wir eben merken, wenn etwas nicht gut ist oder auch merken, wenn etwas gut ist. Und diesen Weg wollen wir weit verfolgen, dass wir davon ausgehen, hey, es gibt Gott und das Gewissen ist etwas, das er in unser Leben gegeben hat. Und für die Lösung gehen wir nochmal zurück in den Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 14 bis 17. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Gott hat ein Gewissen in unser Herz hineingegeben und aber auch, wenn wir wissen, uns ist vergeben, sein göttliches Gesetz schreibt er genau gleich auch in unser Herz hinein. Und eben es ist durch das Opfer von Jesus, das er uns ein für alle Mal heiligt. Und das bringt uns auch zum positiven Symbol von Blut. Blut steht auch für Leben. Solange wir Puls haben, solange der Lebenssaft in uns zirkuliert, sind wir lebendige Wesen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sind wir gestorben. Blut wird auch vergossen bei der Geburt. Zum Teil wird sehr viel Blut vergossen. Und wir alle waren mal Babys gewesen, auch wenn du dich vielleicht nicht mehr erinnern kannst, aber hey, für dich ist einmal Blut vergossen worden. Wenn Blut so freiwillig vergossen wird, ist es immer ein Zeichen von einer Selbstaufopferung. Von dem her, vielen Dank allen Müttern, dass ihr bereit sind, in dieser Selbstopferung einem neuen Menschen das Leben zu geben. Stell dir mal die Situation vor, du bist mit deinem besten Freund oder mit deiner besten Freundin so auf einem verlassenen Zuggleis unterwegs. Und ihr spaziert da, es ist ein stillgelegtes Gleis, da kommt kein Zug mehr. Plötzlich siehst du am Horizont, da kommt ja doch ein Zug. Was machst du? Ihr geht zusammen weg vom Gleis, kein Problem. Jetzt kommt der Zug immer näher und kurz bevor er da ist, sagst du, hey, ich liebe dich so sehr und du wirfst dich vor den Zug. Oder die eine hat gerade den Kopf geschüttelt. Absolut sinnlos, oder? Du sagst, hey, ist das Selbstaufopferung, sinnlos sterben für jemanden? Nein, natürlich nicht. Das ist nur Dummheit. Aber stell dir die Situation so vor, wir sind wieder auf dem Gleis und irgendwie der Zug kommt komplett überraschend von hinten und du merkst, hey, du kannst gar nicht die andere Person wegschupfen und landest selber dafür unter dem Zug, aber du hast ihr das Leben retten. Dann ist es Selbstaufopferung, die Sinn macht. Und es hat keinen anderen Weg gegeben, um das Leben zu retten. Und vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, ja, ist ja schön, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat uns einfach seine Liebe zeigen. Er ist einfach so mal vor den Zug gekumpelt, um zu zeigen, dass er uns wirklich liebt. Hey, er ist für uns gestorben, weil es eben keinen anderen Ausweg gegeben hat für die Rettung, für die Frage von der Schuld. Und das bringt uns zu einer ganz wichtigen Frage. Ja, wenn doch Gott so vergeben will, wieso macht er das nicht einfach? Er kann doch einfach sagen, dir ist vergeben. Wieso muss denn noch das Blut vergießen? Wieso muss das Opfer noch sein? Ganz eine grosse Frage. Der Dietrich Bonhoeffer,
ein Theologe und Märtyrer im Widerstand gegen den Hitler. Er kann uns da helfen, das zu verstehen. Er hat nämlich gesagt, wenn du jemandem etwas wirklich Grosses vergeben hast, dann ist das Leiden. Also Vergebung, eine Form von Leiden. Wir können es ein bisschen illustrieren mit Geld. Wenn du mir 1 Franken schuldest, dann kann ich sagen, easy Schwamm drüber, kratzt mich nicht. Aber der Franken wird ich gleich mein Leben lang wird mir der fehlen. Ich merke es vielleicht trotzdem ein Leben lang nicht, aber er ist ja nicht plötzlich da. Also einem von uns beiden fehlt der Franken immer im Kessel. Und jetzt kannst du dich selber fragen, ab welchem Geldbetrag würde bei dir Leiden anfangen? Ist es bei jemandem schon bei 1 Franken? Du kannst nachher gerne kommen, ich gebe dir einen. Ist es bei 10 Franken? Ist es bei 100? Ihr steckt alle noch nicht auf, super. Die Kollekte kommt noch. Ist es bei 1000? Ist es bei 100'000? Bei 1 Million? Irgendwo kommt jeder von uns an einen Punkt, wo er es erstens überhaupt nicht mehr selber könnte berappen. Oder, wenn wir es vielleicht noch berappen könnte, aber wo es wirklich existenziell wird für uns, wo es mit Leiden verbunden ist, wenn ich sage, hey, ich verzichte auf das. Jetzt fürchte ich schon den Stein. Du kannst wie sagen, wenn Schuld ins Leben kommt, aber es ist wie ein Stein, wenn man die Schuld materialisieren würde. Und das ist noch recht schwer. Also, du trägst wie so mit dir rum und hast einfach immer die Schuld bei dir. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, Schuld, gang weg. Sie bleibt einfach da. Ich kann mich vielleicht daran gewöhnen, der Trainingseffekt. Ich merke irgendwann gar nicht mehr, dass ich sie mit umtrage. Oder ich kann sie natürlich einer anderen Person auch geben, meine Schuld. Also eben, entweder trage ich es selber oder ich probiere es an einer anderen Person anzuhängen. Aber die Schuld an sich wird nicht einfach aufgehoben. Und hey, das ist sogar mit unserem imperfekten Gerechtigkeitsempfinden ist es so, dass Schuld einfach da bleibt. Wie viel mehr mit Gott? Und Gott hat mit dem Umgang mit all unserer Schuld nur 2 Optionen. Entweder sagt er, hey, ich lasse sie bei euch, ich verurteile euch für alle Schuld, trage selber. Oder er sagt, hey, ich nehme es auf mich. Und genau darum ist Jesus am Kreuz gestorben, damit wir, das ist wirklich ein schwerer Stein, damit wir unsere Schuld können beim Kreuz abladen. Und die Schuld ist nicht einfach ein Gefühl, das ich mir selber eingeredet habe. Nein, es ist effektiv eine Schuld, die uns vor Gott trennt. Ja, was machen wir mit dem Wissen? Ja, das Erste, was wir mitnehmen können, das Gewissen, dein Geschenk. Vielleicht hast du geflucht, als du ein schlechtes Gewissen gehabt hast. Hättest du gewünscht, dass das Gewissen ruhig ist. Hey, aber sieh es als ein Geschenk. Durch das Gewissen kann Gott zu uns reden. Durch das Gewissen können wir wissen, wenn irgendwie etwas zwischen uns und Gott nicht gut ist. Aber das Gewissen ist auch eine riesige Chance für all unsere menschlichen Beziehungen. Dass eben Sachen wieder in Ordnung gebracht werden können, wenn wir die Schuld selber tragen können, beziehungsweise dass wir auch mit diesen Schulden zu Jesus gehen können. Ich habe vor ein paar Jahren etwas gehabt, wo ich plötzlich ein schlechtes Gewissen hatte und gewusst habe, ich müsste da nicht nur zu Jesus kommen, sondern mich auch noch bei einer Person entschuldigen gehen. Und ich habe das so, vielleicht hast du das auch schon gemacht, so, nein, so schlimm ist das nicht gewesen. Oder, ich kenne die Person ja nicht einmal. Das geht doch nicht. Und ich habe das immer wieder so, nicht jetzt jeden Tag, aber es ist immer wieder aufgekommen. Meistens natürlich, wenn ich am Betten war. Und irgendwann hat es mich einfach, eben, ist das Gefühl so unangenehm. Oder hey, gesagt, ich muss jetzt einfach gehorsam sein und das machen. Und hey, ich habe mich so frei wieder gefühlt, als ich dann den Schritt gemacht habe. Und ich möchte einfach ans Herz legen, hey, das Gewissen, dein Geschenk. Und wenn dein Gewissen dich anklagt,
Gang dem nach, dass du wieder frei kannst sein und kannst fliegen. Das Zweite, was wir lernen können, es gibt Freispruch von deinen guten Werken. Hast du es richtig gehört? Jawohl, von den guten Werken. Wir haben dort im Vers 9,14 gelesen, dass Jesus gekommen ist, um uns vom Gewissen zu befreien, von diesen Werken, die zum Tod führen. So hat es in der neuen Leben-Bibel geheißen. Wortwörtlich heisst es eigentlich von Totenwerk. Ich meine, wir haben automatisch gerade im Kopf, ja, da geht es jetzt um Sünde, da geht es um schlechtes Verhalten, eben so wirklich um unser schlechtes Gewissen. Von dem hat Gott uns reinigen. Anmerkt zu der NGÜ heisst es von der Belastung durch nutzlose religiöse Riten. Oder dann haben wir den Timothy Keller, von guten Werken, die zum Tod führen. Was ist der Unterschied zwischen einem Pharisäer oder sagen wir einfach einer religiösen Person und einem Christ? Es ist nicht, dass man nicht um Vergebung bittet für Sünden. Es ist eben genau das, dass man auch um Vergebung bittet von unseren guten Werken. Von den guten Werken, die uns eben nicht retten können, die uns nicht den Zutritt geben in die Gegenwart von Gott. Und das können wir nicht genug fest begreifen. So schnell schleicht sich ein, ja, will ich jeden Tag schön die Bibel lesen, will ich auch tolle Gebete auf Lager haben, will ich schön meinen Zehnten zahlen, darum darf ich mit Zuversicht vor Gott kommen. Und ja, hey, das sind alles super Sachen, aber das sind genau auch gute Werke, wenn wir irgendwie ein bisschen Funken Rettung da drin sehen, von denen muss uns Jesus befreien. Von denen muss uns Jesus befreien. Und dann wollen wir trotzdem Bibel lesen, wir wollen beten und wir wollen auch mit unserem Geld das Reich Gottes unterstützen. Aber wir erkaufen uns keine Errettung mit dem. Es ist aus Dankbarkeit zu Jesus. Und darum, hey, drittens, nimm einfach das Blut von Jesus in Anspruch. Und ich möchte da mit einer wahren Geschichte schliessen. Das ist vom Ernest Gordon. Er erzählt in seiner Autobiografie, er war in japanischer Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg und hat mithelfen, irgendwo zwischen Myanmar und Thailand eine Eisenbahnlinie aufzubauen. Und er erzählte, dass an einem Tag das Tageswerk beendet war. Und wie jeden Tag haben alle Werkzeuge gezählt werden und eine Schaufel hat gefehlt. Und der Wachmann hat alle Kriegsgefangenen in einer Linie aufgestellt und gesagt, hey, irgendeiner von euch hat die Schaufel. Wer ist es gewesen? Gebt die führen. Irgendeiner von euch ist die schuld. Und es war einfach niemand gewesen. Es hat niemand sich gemolden. Und der Wachmann ist immer wütiger, hassiger geworden, hat sich voll in etwas hineingesteigert. Und er ist an den Punkt, wo er gesagt hat, und er wirklich gemeint hat, ich bringe euch alle um. Und er hat schon sein Gewehr genommen und auf die erste Reihe zielt mit der Absicht, ich gehe jetzt Reihe um Reihe durch und schaue, was passiert. Und dann ist einer von diesen Soldaten vorgetreten und hat gesagt, ich war es. Und der Wachmann ist gekommen, hat ihn geschlagen, das Blut ist ihm nur so runtergeströmt. Schlussendlich hat er ihm das Gewehr über den Kopf gehauen, er ist tot zusammengesackt, jeder konnte sehen, der lebt nicht mehr. Und er hat weiter auf ihn eingeschlagen, solange er noch selber hat schlagen, der Wachmann. Ich meine, die Männer, die alle dort gestanden sind, das hat die verändert. Die haben gewusst, hey, der hat jetzt gerade sein Leben gelassen für mich. Sie waren nicht mehr dieselben gewesen. Später am Tag haben sie nochmal die Schaufel gezählt und es sind alle da gewesen. Er hat unschuldig sein Leben hingegeben für dich. Und hey, das ist schon mal passiert. Und nicht für die Mann in der Kriegsgefangenschaft, sondern für uns alle. Jesus, er ist auch unschuldig für uns gestorben.
damit die Schuld, die uns treffen müsste, ein für alle Mal getragen werden. Und wir brauchen nichts weniger, nichts mehr, um in die Gegenwart von Gott zu kommen. Dass sein Blut uns reinigen kann. Und wir werden jetzt gerade miteinander so ins Abendmahl gehen. Im Abendmahl denken wir genau an das, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er sein Leib hat zerbrechen lassen und dass er sein Blut vergossen hat. Wir dürfen mit all unserer Zerbrochenheit, mit aller Zerbrochenheit, die wir anderen Menschen angetan haben, mit aller Schuld, dürfen wir jetzt zum Kreuz kommen. Und wir dürfen aber auch feiern. Wir dürfen feiern, dass Jesus den Bund mit uns geschlossen hat. Den Bund, den er eben in unser Herz geschrieben hat. Die Gewissheit, die wir haben dürfen, dass wir seine Kinder sind, dass wir dürfen ins Allerheiligste treten. Wir dürfen ihm auch unsere guten Werke bringen und sagen, hey, es tut mir leid, Jesus, dass ich irgendwo Hoffnung drin habe, alles Gute, was ich da habe. Ich möchte wirklich nur meine Hoffnung in das setzen, was du gemacht hast für mich. Und hey, geniesse einfach seine Gegenwart. Egal wie du in den Gottesdienst gekommen bist, du kannst jetzt einfach das Blut von Jesus in Anspruch nehmen und du darfst mit Zuversicht vor den Thron von der Gnade kommen. Jesus, wir danken dir so viel Mal, dass du die Schuldfrage für uns gelöst hast. Irgendjemand hat sie müssen tragen. All unser Verfehlen, alles, was uns von Gott trennt, weil wir so nicht würdig sind, irgendwo vor dir zu kommen. Du hast das getragen. Du hast dein Leib zerbrechen lassen. Du hast dein Blut vergossen als Opfer, ein für alle Mal. Jesus, es tut uns leid, wo wir das nicht in Anspruch genommen haben, wo wir das nicht wertgeschätzt haben oder wo wir irgendwo wieder in unser menschliches Denken reinkommen sind, dass wir mit guten Werken haben probiert, irgendwo auch noch gut dazustehen vor dir. Danke, dass du gekommen bist, um uns komplett befreien von all dem, was wir wirklich mit einem reinen Gewissen vor dich kommen. Alleine gereinigt durch dein Blut, Jesus. Danke, dass du auch in all unserem Schmerz mit uns kannst empfinden. Weil du hast selber gelitten. Und wir haben zu dieser Serie gehört, du bist der hohe Priester, der in allem mitempfinden kann mit uns. Und so haben wir auch, wenn wir vielleicht gerade schmerzvolle Sachen haben in unserem Herzen, wir wollen sie einfach auch zu dir bringen, dass du dich darum kümmern kannst. Danke, dass du jetzt da bist und dass du uns einfach dienst. Und danke, dass du in diesem Abendmahl uns einfach begegnest und dass wir deine Gegenwart ganz spürbar lassen.